Grüß euch benannt und einen Sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Tja, euch ist es aufgefallen, ich habe ein paar Tage nichts von mir hören lassen. Ich war nicht ganz fit. Hat mal hohes C angefangen. 2 Jahre vermieden, jetzt gab es dann doch. Und ja, es hat auch nicht sonderlich viel gegeben. Ich fange an mit, ich würde mich sehr gerne bedanken bei den ganz vielen, ganz lieben Besserungswünschen und den ganz vielen netten Kommentaren, die ihr mir unter meinem Community-Post dagelassen habt. Das hat mich sehr gefreut. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ein Feedback gibt. Also ganz viel Liebe. Genau, ich bin jetzt gerade wieder fit genug und denk mal, schauen wir mal, was es so gibt. Also es hat jetzt die letzte Zeit nichts wirklich Großartiges gegeben. Seit diesem letzten vollkommen utopischen Stream, den er da gemacht hat, kamen ja eigentlich nur diverse mehr oder weniger gelogene Community-Posts raus. Bei der ganzen Geschichte, ihr habt das sicher bei allen möglichen Reactern schon gesehen, gehört, gelesen. Die Trennungsgeschichte, weiß ich nicht, ob ich ihm das abkaufen soll. Hört sich für mich ein bisschen so an, wie das damals, was heißt damals, von einigen Monaten, wo er so getan hat, als er den Ranger verkauft. In der Hoffnung, dass die Leute dann nicht mehr nach seinem Ranger suchen, weil er uns offensichtlich für komplett behindert hält. Und ich würde... Keine Ahnung. Ja. Dann gab es die Fotos vom Ranger, wie er vor der Pinea stand. Der Sitz war verdächtig auf eine Person eingestellt, die von der Höhe hier hinkommen könnte. Wir wissen es nicht. Wie gesagt, sollte das ein Trick in Anführungsstrichen sein, um zu versuchen, hier seine Freundin aus dem Game rauszunehmen, soll er das machen. Also, wie gesagt, wenn die beide aktiv versuchen, sie da rauszunehmen und er sie nicht mehr anspricht und sie nicht mehr in die Videos kommt und da dann, ganz ehrlich, sehe ich auch keinen Grund, da irgendwas weiterzumachen. Ich spiel das Rainer Game und nicht das Mona Game und ne? Wenn die zu zweit in Videos von ihm sind oder sie proaktiv irgendwas macht, werde ich dazu meinen Senf geben. Ansonsten ist so, wie wenn es die Frau gar nicht gibt. Genau, was hat er noch alles gemacht? Ach ja, also große Ankündigungen. By the way, seine TikTok-Scheiße. Ich habe gesehen, vorhin hat anscheinend heute wieder was auf TikTok rausgeschissen. Schenke ich mir. Mache ich nicht. Ist es mir nicht wert. Da müsste ich dann 10 Sekunden Videos hintereinander schneiden. Oder mal so einen unmöglichen Stream miterleben, wie den er auf TikTok gemacht hat, wo er eine halbe Stunde lang da sitzt und gar nichts sagt. Außer, ja, danke für die Unterstützung und neben die Barne reinfliegen. Also, nee. Aber gestern hat er natürlich, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, einen 4 Minuten Schnellschiss ins Internet fabriziert. Und den wollten wir uns jetzt kurz geben. Ja? Er hat ja eigentlich auch einmal angekündigt gehabt in einem Community-Post, auch gestern oder vorgestern, dass er einen Hashtag Frag Drache nochmal macht und dass er da Fragen dafür braucht und so. Und das wollte er eigentlich gestern machen. Ich habe gewartet. Gekommen ist Geldsurprise. Nichts. Die Leute haben mich schon für komplett bescheuert erklärt, weil ich gefragt habe, ja, wie schaut das aus? Gibt es jetzt da... Also, wie, du hast das tatsächlich geglaubt? So, ja, keine Ahnung. Man hätte damit rechnen können, dass... Also was wirklich einfach null Arbeit seinerseits bedarf. Einfach den Stream anmachen und Fragen beantworten, dass das umsetzbar ist. Hättest du gedacht,
ist es aber nicht. Offensichtlich zu harte Arbeit. Aber hier den 4 Minuten Käse, den er da gemacht hat, der war nicht zu harte Arbeit und den schauen wir jetzt an. Und jetzt laber ich schon wieder 5 Minuten. Und wir sagen, gehen wir einer in Rainer. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, Metal, du mich auch. Es fängt schon mit Gesichtskirmes an. Schaut euch mal diese wunderschöne Gesichtskirmes an. Wo waren wir? Na, viele Frames. Tadadam, dum, 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 dum. Willkommen beim Drachen. Ich hatte versprochen, dass es ab heute wieder weitergeht mit Videos, Streams, Gedöns, Gemache und Getue. Ja, richtig, Rainer. Das hattest du versprochen. Eingehalten hast du es natürlich nicht. So wie alles, was du immer versprochen hast. Mit Gedöns und was auch immer. Also es kam weder Streams, noch Videos, noch Gedöns, noch was auch immer. Alles nicht existent. Rainer, war wohl wieder gelogen. Das soll auch an sich stimmen. Das soll an sich stimmen. Was ist das für eine Aussage? Entweder stimmt oder stimmt halt nicht. Das Problem ist nur, dass ich nicht jeden Tag was machen kann. Was? Das soll auch an sich stimmen. Das Problem ist nur, dass ich nicht jeden Tag was machen kann. Ihr erinnert euch an mein Lügenanalyse-Video? Da war es alles miteinander. Wir schauen uns das Ganze nochmal in langsam an. Machen wir mal halbe Geschwindigkeit, dann sehen wir es ganz besonders schön. Und hurra, die haben, sorry für die Rotzerei, das ist noch ein bisschen, ne? Das soll auch an sich stimmen. Vieles Blinzeln, dieser Blick auf die Seite. Das Problem ist nur, dass ich nicht jeden Fast ins Gesicht. Tag was machen kann. Hier, die Augenbrauen gehen, ja? Und dann das Wort zu verstehen. Das Problem ist nur, dass ich nicht jeden Tag das ist halt offensichtlich gelogen. Er hat so viel Zeit wie noch nie. Wir wissen momentan nicht, wo er ist. Also ich weiß es zumindest nicht. Keine Ahnung. Nee, ich kann nicht jeden Tag irgendwas. Okay, weiter. Viele fragen sich immer so, wieso machst du das so und warum ist das so und keine Ahnung und überhaupt und sowieso und was weiß ich. Genau, das sind die Fragen, die du immer kriegst. Keine Ahnung, überhaupt, sowieso und was weiß ich. Alles mit einem großen Fragezeichen hinten dran. Nee, die Leute fragen sich, warum du manchmal, wenn du TikTok streamst, das geht vor einer weißen Wand und wenn du so streamst, dann immer irgendwelche kreisligen 300 Jahre alten Horrorbilder von dir hinmachst und dann immer erzählst, du kannst das nicht machen, weil sonst die Leute rausfinden, wo du bist, weil in dem einen zeigst du ja auch nicht mehr wie dich vor einer weißen Wand, warum geht das beim anderen nicht? Kein Mensch versteht das in der Logik, die du dir irgendwie zweimal gerendert hast. Schwer, Schnauben, ne? Im Prinzip ist es ganz einfach. Ich bin momentan an einer Stelle, wie auch bei den ganzen anderen Sachen mit. Im Übrigen, dieses Video dauert 4 Minuten. Es ist 30 Sekunden in. Und also er hat sich kein Skript geschrieben, ne? Ja, der labert gerade einfach wieder irgendeinen Schmarrn. Und das ist jetzt wieder so ein Satz gewesen, der war komplett nichtssagend. Wenn ich halt in irgendwelchen Hotels bin. Ich versuche ja immer so zu streamen, damit man keinen Hintergrund erkennt. Ja, Alter, wenn ich diese Story noch einmal hören muss. Rainer, ja, ich muss schauen, dass man den Hintergrund nicht erkennt. Was machst du gerade? Das geht doch. Setz dich doch genauso wie der Star sitzt hin und stream die Scheiße. Wo ist denn das Problem? Ein Hintergrund erkennt, ganz ehrlich. Wie paranoid kann man sein? Damit man keine Hintergrundgeräusche hört
und dann mit meinem generellen Fall einfach nichts mitgerichtet, wo ich bin. Weil ich möchte weder mich noch irgendwelche Hotels. Ja, und weil man keine Hintergrundgeräusche hören darf, benutzt er deine Kamera nicht. Noch Bekannte, noch Freunde, noch Fans, noch Zuschauer, bei denen ich nächtige. Und ja, das gab's alles schon. Gelogen. Ja, er ist mal wieder mit dem Lulu-Train in Richtung Bullshit-Town unterwegs. Das ist gelogen. Ja, das gab's alles schon. Nee, gab's nicht. Niemand bietet ihm an, bei ihm zu pennen. Der pennt entweder ist er im Hotel oder ist irgendwie bei Mona oder sowas. Ja? Eins von den beiden Sachen. Ich möchte niemanden davon in irgendwelche Probleme mit hineinziehen. Ich habe in der letzten Zeit deswegen auch nur Posts gemacht, die letzten Tage. Noch einmal. Ja, und vielleicht, weil du auch notorisch arbeitsfaul bist. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, dass du nur Posts gemacht hast. Reine Spekulatius von meiner Seite. Ja, Mona und ich sind derzeit getrennt. Lülülülülü. Und nein, das ist keine Lüge. Lülülülülü. Was die Sache angeht mit den Videos und den Streams, ich werde versuchen, jeden Tag was zu machen. Ich werde versuchen. Ganz ehrlich, Mark Fuchske hätte gern für jedes Mal, wo er das gesagt hat in den letzten Jahren. Ja, ich werde versuchen, immer mehr Videos, mehr Streams, ladidadida. Jeden Tag 1, 2 Videos auf TikTok hochzuladen. Streams sind momentan gar nicht drin. Aber ich. Warum sind Streams momentan nicht drin? Ganz ehrlich, die Leute, die ihm da irgendwie die Barren ausgeschmissen haben und auf seinem YouTube-Account irgendwie Mitgliedschaft abgeschlossen haben, die müssen sich massivst verarscht vorkommen. Da kommt ja nichts. Es kommt ja nichts. Außer diesem vollkommen utopischen Stream von vor, was war das, 10 Tagen oder was das war? Nichts. Kein Content, sowas dann zwischendurch einmal. 4 Minuten, blödes Daherglabere. Ah ja, das mit seinen Mitgliedschaften, das war jetzt auch nur zwischendrin. Kurz hat man sich gefreut, so vielleicht ist YouTube endlich mal aktiv geworden und hat gesagt, hier Herr Winkler, Sie bieten hier keinen Wert für die Kohlen, die Sie da verlangen. Ja, da wird nur gestreamt, da kommen keine Videos raus, ne? Deswegen ist jetzt vorbei mit Mitgliedschaft. Wäre schön gewesen, hätte ich gefeiert. Hätte sei Sargnagel sein können, was das YouTube-Geschichten-Gedöns angeht. Aber, weiter geht es. Es gibt immer noch anscheinend genügend Leute, dass er sich die Scheiße da finanzieren kann. Ich bin die nächsten Tage dann wieder unterwegs und habe dann auch vor, mal wieder draußen zu sein und auch draußen zu filmen und zu streamen. Momentan kann ich tagsüber kaum das Haus verlassen, weil es halt natürlich immer das Problem ist, wenn ich das Haus verlasse, durch irgendwelche Vollidioten, die mir auf die Nüsse gehen. Okay, das ist, er sagt das Haus. Das heißt, könnte fast sein, dass er nicht in einem Hotel ist. Ja, ansonsten hätte er gesagt, das Hotel verlassen. Auch mit der Tatsache, wenn ich mir das Hintergrundding so anschaue, der könnte gleich bei Mona irgendwo in einem Kellerraum sitzen gerade oder was weiß ich. Ja? Vielleicht kann er auch deswegen nicht streamen, weil er im Keller kein Signal kriegt vom WLAN oder wäre eine Möglichkeit. Also ich glaube, dass der irgendwo bei Mona ist. Ansonsten hätte er ins Hotel gesagt. Und mich irgendwie angreifen, belästigen oder sonst was. Dazu erinnert ihr euch, als er aus der Schanze ausgezogen ist, da hat er gesagt, ja wunderbar, und jetzt bin ich unterwegs. Hurra, die Gams. Keiner kann mir was, ich bin jetzt endlich wieder frei. Hat er auch in seinem komischen Reisejournal da geschrieben, ich bin jetzt wieder frei. Diese Freiheit, es fühlt sich so toll an. Und jetzt hier, man kann man mal aus dem Haus gehen, kann man hier Scheiße bauen, und immer das geht wieder von vorne los, der ganze Chaos. Oder noch schlimmer, das Hotel oder die Leute, bei denen ich lebe oder bin, was heißt lebe, ich tue ich ja nicht, aber ja, was heißt lebe, tue ich nicht? Nee, Rainer, du vegetierst. Und du hausierst. Aber ansonsten, ja, Leben würde ich das auch nicht nennen. Ganz ehrlich.
egal was ich mache, es geht immer sofort auf die Probleme los. Mein Auto ist derzeit Gott sei Dank schön unsichtbar und sieht deswegen momentan niemand, so soll es auch bleiben. Hat er es in Tarnkappenlack lackieren lassen. Das ist unsichtbar, das Auto. Ich weiß nicht, das letzte Mal, was ich gesehen habe, waren Fotos, wo es vor der Pinea stand. Ich bin jetzt auch die letzten Tage nicht so sonderlich dazugekommen, mich weiter zu informieren. Wenn jemand irgendwelche neueren Infos hat als Auto vor der Pinea, könnt ihr mal gerne unten reinschreiben, freue ich mich drüber. Und alles weitere überlasse ich erstmal eurer Fantasie. Wenn ihr meint, ihr müsst rumkrakeelen, dass ich das und das bin, dass ich das und das gesagt habe, dass ich das und das mache, dass ich lüge oder sonst was, dann macht das. Wenn ihr Rainer, du bist ein übergewichtiger, arbeitsfauler Arbeitsloser, der im Internet bettelt und davon hauptberuflich lebt, und du lügst am laufenden Band, wenn du deinen Gully aufmachst. Da du mir jetzt die Erlaubnis gegeben hast, das halte ich von dir. unbedingt meint, ich lüge nicht in dem Punkt mit Mona, ich lüge nicht in dem Punkt, dass ich momentan Videos hochlade. Wo sind denn deine Videos? Es ist doch gelogen. Hast du mal auf deinen Kanal geschaut, wann du das letzte Mal ein Video hochgeladen hast vor dem Scheißdreck? Hm? Ne, ich lüge nicht, dass ich keine Videos hochlade. Rainer, du hast jetzt seit 2 Wochen mindestens kein Video mehr hochgeladen. Also offensichtlich doch. Ich habe jedes Mal schlechtes Gewissen, weil ich Videos hochladen will. Und es dann doch nicht mache. So, und ich habe auch ein bisschen was Neues gemacht. Er hat das schlechtes Gewissen. Solange da noch weiter genügend Kohlen reinkommen, interessiert das den einen Scheißdreck. Ja? Es interessiert ihn einen Scheißdreck. Ein schlechtes Gewissen, weil er Videos hochladen will. Alter. Nämlich auch nicht ganz untätig. Das, was ich im März machen will, hat sich vorerst mal erledigt. Was du im März machen willst? Rainer, wir haben Mai. Der März ist seit 2 Monaten vorbei. Oder planst du schon für 10 Monate in der Zukunft? Im Übrigen, jeder Frame ein Meme. Hm? Vielleicht kommt es noch, vielleicht auch nicht. Ja, lass mal raten, ob das noch kommt. Da hatte ich nämlich eine Serie geplant, habe ich ja schon erzählt, dass ich die im August hochladen möchte. Ja, im August. Er sagt im März an, dass er was geplant hat, was dann im August kommt. Rainer, das wird wahrscheinlich keine 100 Millionen Dollar Hollywood-Produktion gewesen sein. Schreib ein Skript, mach die Scheiße, rotz es raus. In dem Bereich deiner Möglichkeiten ist es in maximal 2 Wochen, sollte da alles, was du dir als Projekt vorgenommen hast, umsetzbar sein, weil du ja arbeitslos bist und jede Menge Zeit hast. Also wenn du hinhockst und das machst, ist es in 2 Wochen gegessen und nicht im März planen und dann, damit es ein halbes Jahr später dann vielleicht im August kommt, oder vielleicht auch nicht. Und deswegen schon am Trailer arbeitet. Der Trailer ist fertig, nur das Videomaterial dafür fehlt noch. Der Trailer ist fertig, aber das Videomaterial fehlt noch. Was ist denn dann drin in deinem scheiß Trailer, Rainer? Wenn du kein Videomaterial hast? Rainer, ein Trailer ist ein Zusammenschnitt des Videomaterials von einem Videoprojekt, oder von einem Film oder Serie oder was weiß ich. Wenn du kein Videomaterial hast, dann kannst du auch keinen Trailer dafür haben. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Was laber ich? 10 Jahre Profi-YouTuber. Und die Videoaufnahmen und Folgenaufnahmen und Skripte sind noch nicht fertig und deswegen wird es auch gar nicht dazu kommen, weil das hat ja unter anderem auch was mit Mona zusammen. Dann wird es auch gar nicht dazu kommen. Was laberst du dann? Warum redest du darüber? Ja, ich habe da so ein Ding gehabt, im März geplant, das sollte im August rauskommen. Ich habe dann einen Trailer schon fertig, obwohl ich noch gar kein Videomaterial habe. Aber eigentlich ist es hinfällig, weil ich habe ja die Skripte auch noch nicht geschrieben.
Und passieren tut es jetzt auch nicht, weil das was mit Monat zu tun hatte. Ja, geil. Also, auf Deutsch gesagt, du hast nichts gemacht und es wird auch nichts passieren. Du wirst aber trotzdem dein Geld. Zusammen zu tun. Also es wäre ein Projekt für uns beide, von uns beide, für euch gewesen. Funktioniert es leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Hatte auch nicht den Grund der Hater, dass wir jetzt erst einmal getrennte Wege gehen. Weil ihr nicht getrennt seid, wahrscheinlich. Das geht auch keinen als letzten Endes was an, um was es da ging. Als letzten Endes. Also, entweder die sind noch zusammen oder der Grund ist vielleicht hier, dass er Pansy nicht mehr will. Uns in Ruhe, was das angeht. Generell wäre es mal schön, wenn man einfach mal sein Leben genießen könnte. Ich bin nicht von... Rainer, du kannst dein Leben genießen, es hält dich keiner auf. YouTube-Kanal löschen, Job suchen, arbeiten gehen und go. Hast ein ganz normales Leben, so wie jeder andere Mensch auch. Zu Hause gegangen und habe mein Haus verkauft, damit ich mich ständig woanders verstecken muss. Rainer, aber du hast doch ganz genau gewusst, was da passiert. Jetzt tu nicht, also du hast es selber dann noch gesagt. Ich hab gedacht, wenn mir ein Haus verkauft, dann hört das alles auf. Es ist nicht das Schanzengame, es ist das Drachengame, das hier gespielt wird. Ja? Sondern damit ich einfach mal meine Freiheit genießen will und kann. Aufgrund dessen, dass ich meinen Führerschein derzeit nicht mehr habe, funktioniert das nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Rainer, ist dir schon mal aufgefallen, dass in deinem ganzen Scheißleben noch nie irgendwas so funktioniert hat, wie du dir das vorgestellt hast? Es ist alles immer scheiße gewesen. Es ist immer ein Gully runtergegangen. Nie hat irgendwas funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder die Realität ist ein Hater und alle Menschen versuchen hier systematisch deine Person zu zerstören, wie du es immer so schön sagst. Oder du hast vollkommen irrwitzige Illusionen davon und stellst dir eine Welt vor, die so nicht existiert. Jenseits aller Realität. Ja? Rainer hat sich vorgestellt, er macht einen YouTube-Kanal auf und 2 Jahre später ist er Millionär. Hat so nicht ganz funktioniert. Dann hat er Ansagen gemacht, ja, bis dann und dann bin ich der größte YouTuber von Deutschland. Hat nicht funktioniert. Dann ist es kleiner geschraubt worden. Ja, bis dann habe ich 100.000 Abonnenten. Das hatte dann auch nicht funktioniert. Inzwischen hat er genügend Abonnenten. Unabhängig ist er trotzdem noch nicht. Ja, das machen wir so und so, dann wird der Hate weniger. Hat nicht funktioniert, im Gegenteil. Ja? Jetzt hatte er, wie gesagt, das Neueste war, hier, ich lasse mir jetzt so ein komisches Gutachten machen, dass ich immer alle Latten am Zaun habe, damit ich nicht ins Gefängnis gehen muss, wegen meiner wiederholten Straftaten und Gewalttaten, die ich begangen habe. Und dann hat er gedacht, wow, wunderbar, das hat ja tatsächlich so funktioniert. Und dann ist hier aber der Staat gekommen und hat gesagt, ja, Moment, aber Herr Winkler, jetzt müssen wir dann schon schauen, weil unter den Voraussetzungen behalten wir den Lappen besser lieber mal ein. Oh, hat's doch wieder nicht so funktioniert, wie du dir das gedacht hast. Rainer, entweder, also wenn alles, was du dir jemals irgendwie vorgestellt hast, so nicht funktioniert hat, würde ich mal drüber nachdenken, ob vielleicht deine Vorstellungen und dein Weltbild das Problem daran sind. Hätte ich meinen Führerschein noch, wäre das Ganze deutlich einfacher gewesen. Aber gut. Übrigens, der kriegt seinen Führerschein auch nie wieder. Also auch wenn der einen festen Wohnsitz anmeldet und dann die MPU machen kann, er hier kommt im Leben nicht durch die MPU. Im Leben nicht. Gut, das ist nun mal jetzt so, wie es ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Die tätowieren ihm in leuchtend roten Lettern das Wort abgelehnt auf die Stirn. Ja? Damit er auch nie wieder zur MPU auftauchen kann. Ach ja, und für ein paar von euch, die auf speziellere Videos warten. Der neue Kanal existiert bereits. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Der hat jetzt nicht wieder einen Pornhub-Kanal aufgemacht, oder? Bitte sag das.
Ich habe daran nicht geglaubt. Der Udi hat gesagt, die ganze Geschichte fängt jetzt wieder von vorne an. Auszug auf der Schanze war Ende von Akt 1 und jetzt fängt alles nochmal von vorne an. Und ich befürchte gerade, dass er recht hat, wenn er sich nochmal einen Pornhub-Account aufmacht und der ganze Käse wieder... Oh, nee. Nee. Alter Schwede. Naja. Kommt da noch was? Ich weiß noch nicht, wann ich damit starten werde. Bis dann. Ein bisschen eklig. Genau. Dann hätten wir es eigentlich für heute auch schon wieder. Kurzes Vergnügen. 25 Minuten für 4 Minuten Video. Scusi. Aber Entschuldigung für meine Geräuschkulisse zwischendurch. Ich sagte, ich habe da noch ein bisschen hier die Pest. Und dann würde ich sagen, man hört sich in Bälde, wenn der gute Herr dann demnächst doch mal wieder was ins Internet scheißen sollte. Und ansonsten wünsche ich noch eine schöne restliche Woche. Bleibt's mal gesund. Und mit Love.